Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Zwar werden wir jetzt F1 2015 eine komplette Saison spielen, da aber in F1 2015 auch noch die 2014 Saison auch drin ist, werden wir zuerst noch die 2014 Saison spielen und dann erst nächste Saison die 2015er anfangen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir beginnen. Ich spiele hier mit dem T300 RS, mit dem Lenkrad von Thrustmaster. Und jetzt müssen wir uns ein Team aussuchen. Es ist ja nicht mehr so wie in den älteren Formel 1 Spielen, dass man da also sich selber eigentlich erstellen kann, einen eigenen Charakter kann erstellen und dann damit fahren kann. Nein, hier wählt man schon einen Formel 1 Pilot aus und fährt dann damit in die Weltmeisterschaft. Also es ist nicht mehr so, ja, wie schon erwähnt, dass man da einen Spieler erstellen kann. So, ich weiß jetzt definitiv noch nicht, welches Team ich nehmen soll. Ich schwanke zwischen einem schwächeren Team, also dann so eher Sauber vielleicht, oder Toro Rosso, so eins von diesen zwei, oder auch alternativ vielleicht Ferrari. Aber ich glaube, ich werde Ferrari nehmen, ich nehme Alonso. Weil ich mag den Alonso, ich gönne dem auch mal wieder die Meisterschaft. Wir spielen auf schwer und machen nur ein kurzes Wochenende, weil sonst würde die Aufnahme 1000 Jahre gehen. Fahrhilfen, Bremsassistent aus, Anti-Block-System lasse ich jetzt mal drin. Traktionskontrolle auf Mittel, weil wenn man das alles ausschalten würde, man kann das Auto nicht mehr fahren, das ist extrem schwierig. Aber auf Schaltgetriebe, das heißt ich nutze die Wippen am Lenkrad, um zu schalten. Und ja, das Rennen geht 25%, also vom ganzen Rennen einfach 25% davon. Das heißt, mindestens ein Stop muss auch drin sein. Training 15 Minuten, wobei das Training würde ich dann so machen, ich werde da eine Einführungsrunde fahren, dann eine schnelle Runde und dann ja, werde ich gleich das Qualifying machen, weil das Qualifying ist eher ein Blitz-Qualifying. Das heißt, man hat einfach nur eine Runde und wenn man es verkackt, dann hat man es verkackt. Nach einer ereignisreichen Testphase ist endlich das erste Rennwochenende der Saison gekommen. Willkommen zurück bei der Formel 1. Jetzt fragen sich natürlich alle, welche Teams ihre Probleme während der Testphase lösen konnten und welche schon genug Leistung bringen können, um sich früh an der Spitze zu positionieren. Insgesamt werden die Teams dieses Jahr 19 Strecken fahren, und zwar sowohl altbekannte als auch zwei neue. Ich glaube, die Teams freuen sich schon auf den neuen Grand Prix in Russland im Olympischen Park in Sotschi. Das ist eine brandneue Strecke, vollkommen unbekannt. Außerdem kehren wir nach Österreich zurück, wo zuletzt 2003 ein Rennen stattfand. Dieses Jahr wird also spannend. Dieses Jahr ist für die Formel 1 eine neue und aufregende Zeit. Die alten 2,4 Liter V8 Saugmotoren sind Geschichte und wurden von turbogeladenen 1,6 Liter V6 Hybridmotoren verdrängt. Der Sport versucht, weniger Kraftstoff zu verwenden. Das ist eine gute Sache, aber es gibt immer noch eine Menge Fragezeichen. Zum Beispiel, ob der neue Lärm des V6-Wagens wirklich so nach dem Geschmack der Fans ist. Ja, das ist leider nicht so. Der Sound von diesen Autos, der ist jetzt zwar wieder besser geworden, aber war letztes Jahr sehr schlimm. Also da konnte man nicht hören. Also ich fahre jetzt mit den Primes. Die Primes sind einfach die härtere Mischung vom Reifen. Das heißt, das Auto ist, also man ist nicht ganz so schnell auf dem Kurs, was jetzt jemand keine Ahnung hat, um was es geht. Also man ist nicht so schnell auf dem Kurs, man kann aber länger draußen bleiben. Die Option ist die weichere Mischung, heißt man kann dann einfach schneller fahren auf dem Kurs, aber nur kürzer, weil die Reifen ganz schnell abbauen. Das heißt, man hat circa nach 5-6 Stunden schon Reifenverschleiß und dann wird das Auto sehr instabil und dann verliert man auch wieder Zeit. Und das gleiche auch bei den Primes. Wir fahren jetzt einfach mal mit den Primes raus. Und wie gesagt, ich fahre jetzt hier eine Einführungsrunde. Das heißt, rausfahren, ich fahre jetzt hier raus. Und dann ja, werde ich da ein bisschen rumfahren und dann gleich versuchen, eine schnelle Runde hinzulegen. Ich fahre jetzt auf schwer, ich bin jetzt auch ein Weilchen nicht mehr gefahren, also das Spiel habe ich schon länger, ich habe es einfach noch nicht aufgenommen, weil mir ja die Zeit ein bisschen gefehlt hat oder ich hatte da, ja, weil es ist schon ein bisschen aufwendig, so eine Aufnahme zu machen, weil es dauert dann doch mehr als eine halbe Stunde, bis man da etwas zusammen hat. Mit Training, allem, okay,
Ah, okay, das Pitline ist habe ich nicht drin. Muss ich dann aufpassen. Das heißt, ich muss auch selber aus der Pitline rausfahren. So. Das habe ich jetzt nicht geachtet. Oh, da kommt Perez, glaube ich. Ich hoffe, man hört das Tacken nicht so laut von dem Lenkrad. Weil es ist schon ziemlich laut. Oh. Oh. Sehr rutschiges Auto. Oh. Ich muss hier permanent gegenlenken. Ich habe mir noch überlegt, ob ich dann noch vielleicht, das werde ich vielleicht später noch machen, dass ich eine, ja, wie sagen wir, Wheelcam, also dann, dass man einfach meinen Racing Wheel sieht, dass ich da noch vielleicht eine Kamera einbaue. Weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht irgendwann, dass man einfach noch sieht, wie ich da mitlenke, wie ich da gegenlenken muss. So, yeah, das könnte sehr interessant werden. Da klebt mich, ich glaube, es ist Perez, ich weiß nicht. Es könnte auch Hülkenberg sein. Hülkenberg. Klebt mir ein bisschen am Arsch. Okay, ich bremse zu früh. Das Problem ist, die Reifen waren da noch nicht so warm. Jetzt geht es einigermaßen, jetzt rutsche ich schon weniger rum. Das Problem ist einfach bei diesen Fahrzeugen in tiefe Drehzahlen, dann sind die praktisch unkontrollierbar. Die rutschen so heftig hin und her. Aber jetzt konnte ich mich schon ein bisschen lösen. Es kann auch sein, dass sie sich ein bisschen gelöst haben und da fahre ich direkt mal ins Kies. Die Zeit ist aber noch gültig. Aber sie holen wieder auf. Auch nicht zu viel Gas geben. So, hinter mir ist, glaube ich, immer noch Hülkenberg. Okay, gut, was ich einfach noch sagen kann zu den Rennen, also es wird dann so sein, nein, hinter mir ist Rosberg. Oh, Rosberg! Rosberg! Gut, jetzt habe ich denke mal, ich habe jetzt den Schaden nicht drin. Weil wenn es jetzt Schaden drin wäre, dann wäre der Frontflügel jetzt weg. Okay, gut, dann muss ich dann einfach noch rausnehmen, das Ganze. Aber es wird so sein, dass ich auf jeden Fall in den Rennen, sagen wir mal, ich habe einen schlechten Start oder es gibt einen Unfall und ich fliege raus. Ich werde keine Rückblenden verwenden, das heißt, ich werde hier wirklich möglichst real fahren. Das heißt, auch wenn ich den Start verkacke oder wenn es irgendwie, ich kann es mir gut vorstellen, zum Beispiel Monaco, da gibt es überall einen Unfall, dass ich da wirklich dann ganz hart bleibe, beziehungsweise einfach eiskalt sagen werde, ja, ich bin jetzt raus und dann ist halt das Video schon zu Ende. Das heißt, das Video kann unter Umständen vielleicht einmal maximal 5 Minuten gehen, aber ich will da wirklich möglichst real mitfahren, ich will keine Rückblenden verwenden, auch wenn es ein Fehler ist. Ich meine, auch Rennfahrer können Fehler machen und rausfliegen und das kann man ja auch nicht zurückspulen. Also das heißt, ich werde das wirklich möglichst real fahren. Klar habe ich jetzt hier noch die diversen Hilfsmittel drin, also dass das Auto nicht extrem ausbricht, also die Traktionskontrolle ist ja auf Mittel eingestellt. Das werde ich auch weiterhin drin behalten, weil, wie gesagt, das Auto ist sonst jetzt schon sehr schwierig zu fahren. Das wird aber auch schwieriger zu sein, wenn man das rausnimmt. So, ich weiß, jetzt ist schon die zweite Runde, ich habe zwar gesagt, ich fahre nur eine, aber ich fühle mich doch noch ein bisschen unsicher, also fahre ich jetzt noch, ich könnte noch auf Fettmisch schalten, so. Verbremst, das war viel zu spät.
So, und jetzt sind wir Achter auf der Schwierigkeitsstufe schwer. Ja, ich sag mal, mit dem Ferrari-Motor damals, letztes Jahr, ist eigentlich akzeptabel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das war. Aber ich glaube, die waren auch nicht wahnsinnig gut. So, gut, dann gehen wir jetzt in die Box rein. Wo haben wir es hier? Zurück zur Garage. Und dann werde ich jetzt ganz kurz noch schnell den Schaden einstellen. Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Bald werden wir erleben, was diese Boliden wirklich auf der Strecke leisten können. Was erwartet uns im kommenden Qualifying? Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Kraftpaket von Mercedes dieses Jahr besonders stark sein wird. Aber ich würde Red Bull und Ferrari noch nicht ganz abschreiben. Wir wissen ja, dass sie das Talent und die Ressourcen haben, mit jedem Problem fertig zu werden. Sie fangen vielleicht langsamer an, aber ich erwarte, dass sie zum ersten Rennen in Europa mit einigen großen Updates aufwarten können. So, okay, wir sind jetzt in Qualifying. Ich habe jetzt nochmal das Ganze, die ganze Meisterschaft noch einmal frisch gestartet, bin jetzt einfach das Training nicht gefahren. Und ja, jetzt habe ich den Schaden komplett drin, das heißt ein kleiner Knall gegen die Wand und da ist mein Spoiler weg. Und ich habe jetzt auch mal alles überprüft, also jetzt sollte eigentlich alles richtig eingeschätzt sein. Die Schwierigkeitsstufe ist weiterhin auch schwer und wir starten jetzt mit dem Qualifying. Das Wetter habe ich noch, ist jetzt auch noch dynamisch, das heißt, es kann sein, dass während dem Rennen es plötzlich anfängt zu regnen. Wow, und da fahren wir schon ganz weit raus. Da haben wir natürlich sehr viel Zeit liegen lassen. Wow. Oh, das Auto rutscht extrem heftig rum. So, diese Kurve hier, die kann ich irgendwie nie. Momentan aktuell 7. Platz und links sieht man es. Wir wollen, beziehungsweise unser Mechaniker will, dass wir mindestens auf Platz 5 landen. Ja, da habe ich noch irgendetwas installiert. Danke für die Nachricht. Oh, 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 oh. Heftiges Problem. Wow, das war ein sehr schlechtes Qualifying. Aber wir sind, glaube ich, auf Platz 5 oder 4 gelandet. Ich habe es jetzt nicht richtig gesehen. Also wir haben jedenfalls unsere Vorgabe eingehalten. Mal schauen. Ja, da freut sich natürlich der Alonso. Ich hoffe auch, dass es mal... Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Dieses Wochenende haben sie wirklich hart gearbeitet und es ist ihnen heute gelungen, beide Autos perfekt abzustimmen. Ob ihnen das auch morgen gelingt, bleibt abzuwarten. Gut, was ich noch sagen wollte, ist, ich hoffe, dass es Alonso dann auch noch in dieser Saison, in 2015 Saison bei McLaren auch mal so gut geht. Gut, sind wir Lewis Hamilton, Nico Rosberg 1 und 2. Der Vettel auf Position 3, komischerweise mit dem Red Bull, letztes Jahr hatte er so viele Probleme damit. Wir als Alonso, Platz 4, Bottas, Ricciardo, Raikkonen, Massa, Button, Hülkenberg, Magnussen, Perez. Ja, wir sind gut dran. Jean-Eric Verne, Kvyat, Grosjean, Gutierrez, Bianchi, Sutil, Maldonado, Kobayashi, Chilton, Ericsson, okay. Gut, Position 4 kann man absolut damit arbeiten. Mal schauen, wo wir im Rennen landen werden.